Herzlich willkommen für eine neue Edition von ADR Tele. An unseren Tab-Titeln von dieser Sendung. Gibt gewusst, für was die ADR weiter dafür ist, dass die Nordstraße auf 4 Spuren ausgebaut muss gehen. An die Vergrößerung von der Diedlinger Autobahn bisweilen nicht zu der erhofften Entlastung am Trafik gefordert wird. An der Chambre geht die ADR nicht mit, für zu betonen, dass das Referendum den einzigen Weg für eine wirklich demokratische Bürgerpartizipation ist, auch als eine Pensionsreform. Auftakt von der flotter Serie wird die Privatseite von unseren Mandatären. Rosella Espagnolo als am Diedlinger Gemengerot ersetzt sich dafür an, dass Forst du Süd mit rund 22.000 Einwohnern nach mehr lebenswert geht. Di lo just Bilder gesinn vum Stau zu Ettelbreck an de Stau de kënt net vun Irgewo hier méi dat er such duch eng falsch Mobilitätspolitik, die an de lächte Jore gefordert gëtt. Schaff mir hatte well mir lang eng Idee gehabt als ADR Norden, wat wichtige Fakte ass, wie man de Problem lese kennten vum Stau mat dem Kleit alldag zu Ettelbreck konfrontéiert sinn. Ja mir hunn ja grad gesinn mo der Stau hauptsächlich fir der N7 riwer ze kommen op den 15. Die ganze Verkehr muss durch Ettelbreck geschleist gehen, auch die Ambulanzen müssen so da durchfahren. Das ist eine dramatische Situation mit den Jahren gehen und da müssen wir immer durchschaffen. Wir hatten an der Chambre eine Motion deponiert für 3 Jahre, 4 Jahre, die ist nicht da geholt gehen. Also sind da letzten 2-3 Monate eine neue Motion, die selbst deponiert. Also sind wir an verschiedenen Argumenten aufgelehnt gehen. Und was geht hier am Fond geholt drin, für den Verkehr aus Ettelbreck rauszuholen. Und da hat die Regierung vorgesehen, für ein südwestlich von Ettelbreck, das wird so von Schere River abfehlen, ein Transversal zu bauen. Was eine unmäßige Topografie ist, muss ein Tunnel gemerkt werden, muss auch an den Boden gehen. Deelweis an dann gifen Henno op d Ettelbrecker Stoos fir opfehlen, da giwet dann Keiermann, da giwet dann rundrem goen fir Ettelbreck fir Fehlen an niederfehlen ze durchschneiden. An dat fan mir onmeiglich, weil du immer jo de Problem vum Wasserschutz zu fehle selber Wirtschafte wie ewwer an niederfehlen, die joch hunderte lang zusammengeier gifen durchschnitte gin an Eisermenung no muss man drauf hingehen, für in die Richtung zu gehen, für den ganzen Verkehr, Transitschwätzen, aus Ettelbreck rauszuwählen. Und das geschieht also nur am besten mit einer Transversalheit vom Friedhof, rüber auf Fehler Hecken, wenn den du das machen, dass wir eine Lesung und dass wir auch Männerabschnitte an der Natur für Reis und hätte noch nach der Vierdeel, wenn in einem Ettelbrecker Werken ist, da kriegt ihr durch eine Offerte mehr für das Spital, auch für die Lycée. Da wäre auch der Verkehr aus Ettelbreck raus. Und dann hätte ihr Ettelbreck am Fongol komplett vom Durchgangsverkehr an allen Hinsichten befreit, was wirklich eine Lebensqualitätsverbesserung wäre für sämtliche Leute an Ettelbreck herunter. Wenn ihr guckt, Chef, über die letzten Jahre hast du 2 Motionen deposiert. An wat uns sech hier opgefallen ist, dass die anderen Parteien immer an einer Tour an der Zopf von tun an dass sie auch par rapport von der enger Motion zu der anderen auch immer einig das argumentiert und eng richtig Linie soll so nicht dran. Ja, das ist richtig. Bei der ersten Motion gouf der Hauptsache argumentiert, den Zeitrahmen die gibt nicht durchgehen, für das zu machen. Das will so, sie wollten das Projekt nicht noch ansetzen, aber schon das haut 5-6 Jahre oder noch, man nicht am Projekt geschieht das. Das war die erste Argumentation, die zweite Hose geschwätzen von Naturschutzgebieten, ja, die dann müssten durchschnitte gehen. Und da sind wir aber der Meinung, gehen wir genug Beispiele am Land, wo das kein Problem war. Wo das kein Problem war, ganz richtig. Und ich meine, da müssen auch vielleicht dahin argumentieren, mit dass der politische Willen als Menge noch nicht da, für in die Richtung zu gehen. Und so bleibt Ettelbreck nach während 15 Jahren vom Durchgangsverkehr nicht verschönt.
Heute sieht auch Nordstraße am Hintergrund. Und ich meine, die ADR hat sich schon stark dafür gemacht, auch der Chef, mehr wie Enke an der Chambre, wir haben permanent gesagt, als einfach der Constat, dass wir wissen, wenn von Nordstraße schwätzt, die schwätzt von Stau. Besonders zu der Stoßzeiten sind wir permanent mit einem Stau konfrontiert. Und heute muss ich auch so, und das hat aber ein bisschen politisch auch so laufen gelassen, für allem den Zickzackkurs, den die Parteien führen, die letzten Jahre. 2021 am Sommer hatte man gestimmt für die Säkularisation von der N7, ein Projekt, das Hunderte von Millionen von Euro kostet. Wenn dieses Projekt mitstimmt, der weiß, dass sich da langfristig die Möglichkeit verbaut, auf 4 Spuren zu gehen. Die CSV hat damals das Projekt mitgestimmt. Kurz darauf, bei den Chamberwahlen 2023, hatten sie dann aber gesagt, dass sie für den 4-spurigen Ausbau sind. Das ist ein Zickzackkurs, der keinen Sinn macht, aber wenn ich wieder anders kann ich nicht gleichzeitig wieder anders sein. Für uns ist es klar, wir behalten als Idee von einem 4-spurigen Ausbau von der Nordstraße bei. Und da soll auch rezent die Etude von Puy Chaussee rauskommen, wo seht, dass da natürlich Einzelprobleme wären. Aber ich meine, auch das nicht als Steh gemessen, aber was wir vor allem die letzten Jahre gesehen haben, das nicht, dass es unbedingt immer an technischen Punkten gescheitert ist, mir das einfach der politische Wille gefehlt hat. Den hat gefehlt und der fehlt immer noch. Aber wenn der politische Willen da wäre, dann gäbe man auf den Weg gehen, dass man sie 4-spurig ausgebaut kriegen, weil wir haben immer mehr Verkehr, immer mehr Leute, die beikommen, und langfristig wird das die richtige Lösung sein und wir werden darauf festhalten. Lange Jahren ist dezidiert gehen für die Autobahn auszubauen, von 2 Spuren auf 3 Spuren auf alle Seiten. Das dauert schrecklich lang. Wir haben 3,5 Kilometer von dem ganzen 12 Kilometer, die fertig sind. Und das Ganze soll fertig sein, wenn ich studieren, riecht am Jahr 2030. Die Leute tun sich da viele Hoffnungen drüber geknappt, dass der Verkehr Gift dann besser läuft, weil ihn eine Spur mehr hat, auch für den Transitverkehr so zum Beispiel besser zu umgehen. Aber so ist es davon nicht kommen. Wie gedacht hat, dass es besser wie mir einfach für von A auf B zu kommen, wie das am Anfang gedacht, dass bei einer Autobahn den heute sich geht. Es geht am Anfang heute darum, dass auf der 3. Spur die Reservation ist für Bussen, auch für Fahrgemeinschaften. Mit dem Resultat, dass die 3. Spur, die für die 4 gesehen ist, eigentlich größtenteils idle ist. Und der Stau dadurch nicht besser geht, auch weil man im Auto und da sind natürlich immer mehr schlimm geht. Es gibt die Impression nicht los, dass es am Anfang hauptsächlich darum geht, für den Auto zurückzudrängen. Ich meine, wo soll ihn fahren, die mit einem fährt, wenn ihn bekannt bei sich wohnen hat, und wenn ihn keinen von denen hat, den auf dieselbe Platz fährt, wo er will fahren. In dem Sinn kann ihn sich vorstellen, ob das wirklich sinnvoll ist, die 3. Spur da zu reservieren für Bussen und Fahrgemeinschaften. Die eine Frage, die ich stellt, ist aber noch mehr wichtig am Anfang für uns, und das ist die von der Vitesslimitation. Wir haben in Lützelburg eine typische Vitesslimitation auf den Autobahnen von 130 km/h. Du hast auf der Diedling-Autobahn so, dass du zu Spitzenzeiten auf 70 km/h reduziert hast, an der Rest vom Tag 24 Stunden dann auf 90 km/h reduziert. Also du kannst dir aber vorstellen, ob das auch Sinn macht, zum Beispiel an der Nacht, wenn aber definitiv praktisch kein Verkehr hast, dann muss ich also trotzdem da mit 90 km/h fahren, selbst eventuell Feiertag oder Sonntags, wenn man Verkehr hast, sind ich einfach gezwungen, dann nicht mehr mit 90 zu fahren. Und da fragen wir uns, wir fragen erst mit der wat genede sind oder han das oder nicht gewölt sie dat ein ganze erhegen. Ha geht um eng neue Infrastruktur zu Lützeburg, de Covoiturage. Ich meine, das ist ein ganz gut Sache und das auch richtig gesund gehen. Das wird jetzt eine Motion, die unangenehm gestimmt gehen aus 2017. Also wir kriegen auf alle Fall ganz positive Feedback auch rein. Wir haben uns Zeit geholt, auch für zu sensibilisieren. Wir haben eine Sensibilisationskampagne gestartet, dass die Leute eben sich auf die neue Situation auch können erstellen. Zum Glück, wo noch kein größer Accident da, sodass das alles ziemlich reibungslos über die Bühne gegangen ist, fett ist. Dass sich ein Sicherheitsproblem respektive Sicherheitsrisiko präsentiert, wenn ein zu viel groß Vitesse-Differenz zwischen Vorspuren hat, die eben wieder neben den sind. Regelmäßig warnt an den zuständigen Minister für gesundheitsschädliche Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, die zu unerwünschten Nebenwirkungen führen können.
Lexi Schoos huet dofir schon e puermol gefordert, dat de Konsument verstärkt muss geschützt ginn, dat zum Beispiel iwwer d'Afféieren vun enger sogenannter Nutrivigilance. Zu guter Letzt brauchen wir unbedingt eng Nutrivigilance, wie sie schon an eise Notbeschländer besteht. Das ist die Überwachung vom Konsum und Kontrolle von Nahrungsergänzungsmitteln, neuartige Lebensmittel, ungereicherte Lebensmittel oder sogenannten Energy Drinks und andere Produkte. Konsumation von diesen Produkten kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Für die schnell zu erkennen und die Gesundheit vom Konsument bestmöglich zu schützen, brauchen wir eine Nutrivigilance, so wie wir schon von der Pharmakovigilance kennen. Die Regierung soll net plan an international Projekten fir erneuerbar Energien investieren, was se net wees, wat her no de Rendement vun ass. Den Tom Weidich huet dazu opgerufen, fir eng intelligent Energiepolitik zu machen, wo all Energieformen musssse konsideiert ginn. Ich hatte sich gemeint, dat Lützenburg a Solar a Wandanlagen investiere gif, wo das am effizienteste Sinn für Kapital fehlt, für profitabel Anlagen zu bauen. Wir giffen dummer doch proprietär von der Anlage gehen oder ob man de Prätrick bezahlt kriegen mit Zinsen. Mit das gut nicht, was passiert am ersten Projekt mit Finnland am EU-Kader REFM, also Renewable Energy Financing Mechanism. Wir als Lützenburg haben Finnland 40 Millionen Euro geschenkt, für 7 große Solaranlagen zu bauen. Wir sind nicht proprietär, obwohl wir den Gros von den Konstruktionskosten bezahlt haben. Wir kriegen auch kein gratis Strom geliefert von diesen Anlagen, auch weil die mehr wie 2000 Kilometer weg von Lützburg sind. Aber wir kriegen auch keine Suche vom Verkauf vom Strom im finnischen Marché. Wir kriegen ein Lab von der EU für das Elektrizität Produktion auf ein CO2-Konto zu setzen, für das wir als Ziel von 37% erneuerbare Energien am Jahr 2030 erreichen können. Dabei können natürlich auch nach, dass Finnland nicht wirklich ein Paradies für Solarenergie ist und nicht so viel Rendement wie Lützeburger Solaranlagen hat. Als Resümee außer Spesen nichts gewesen. Allo fried die Regierung, dass wir nicht nur 40 Millionen Euro verschenken, mehr bis 2028 265 Millionen Euro vom Steuerzahler holen an die verschenken. Die 265 Millionen von Lützeburger Bürger genauso nicht zu Lützeburg ausgehen. Es gibt keine Arbeitsplätze zu Lützeburg geschafft, mehr Finnland und an anderen Ländern. Das ist für uns ADR ein puren Window-Dressing an unserer Energiebilanz mehr nicht. Während all Mengen andere Reden sind auch noch der DDR skeptisch, dass die Energiewende mit erneuerbaren Energien am Moment ohne technologischen Durchbruch realistisch ist. Mehr schädlich für die Wirtschaft und die Leute. Solar- und Wandenergieproduktion fluktuiert extrem stark. Entweder null bei einer Dunkelflaute oder viel zu viel bei viel Wand und Sonne. Dunkelflauten können nicht überbrückt gehen mit den Batterien. Im Moment Wasserstoff ist ineffizient und wir brauchen fossile Nuklearenergie für eine Grundlage zu garantieren. Und so viel Solar- und Wandstrom ist auch problematisch, weil der Strom nicht konsumiert kann gehen, auch weil Stromstraßen an industriellen Regionen nicht da sind oder nicht effizient genug sind. Dadurch sind Netze destabilisiert, wie es in Spanien passiert ist. Wir müssten Hunderte von Milliarden investieren in ganz Europa für die Netze stabil zu machen. Wir brauchen endlich eine mehr rationale und pragmatische Energiepolitik, wo alle Energieformen soll konsideriert gehen, wo wir über technologischen Durchbruch werden müssen. Den REFM-Kader als Teil vom Green Deal einer verfehlten Energie- und Wirtschaftspolitik von der EU, mir auch den REFM selber bringt viel mehr Bürokratie mit sich als wirtschaftlich ungerecht als eine freiwillige Partizipation. Wir sind die Ersten, die drauf gesprungen sind, wir haben Millionen verschenkt. Das machen wir als ADR nicht mit. Und ich garantiere nicht, die meisten Bürger auf der Straße auch nicht. Und auch viele andere Länder machen das auch nicht. Und dafür stimmen wir dagegen. Merci.
De Fraktionspräsident Fred Kolb sengerseits huet an drun erinnert, dat de Referendum dat beste Mëttel ass fir géint Politikverdrossenheet fir ze goen, dat Bierger am Land sowohl op nationalem wie op kommunalem Niveau mat desideiere solle kënnen. Merci, Herr Präsident, Damen und Herren. Natürlich sind wir als ADR für das Referendum und das war allgemein an alle Situationen, sowohl an den Gemengen wie auch beim Staat. Wir hätten auch gerne ein System ähnlich wie in der Schweiz, wo das ganz normal politische Kultur gibt, dass Referendumen zu wichtigen Frauen am Land aufgehalten werden. Das Referendum ist nicht anders, dass wir die demokratischsten Methode für Politik zu machen, weil die Wähler da dezidieren. Das Volk, was Decisionen hält, und das entspricht ja auch dem, was Demokratie am Anfang bedeutet, Herrschaft vom Volk. Aber weil wir als ADR konsequent für die demokratische Methode sind, kann ich auch hier mit Recht behaupten, dass die ADR die demokratischste Partei ist hier am Land. Hallo Herren, ja. Die Herren das nicht gern, da wiederholen ich nach ein Kehr. Was sagt Herr Karteiser dazu? Was sagt Herr Karteiser dazu? Nicht alles. Die Herren das nicht gern, ich wiederhole nach ein Kehr, die demokratischsten Partei hier am Land, weil wir systematisch dafür sind, dass das Volk kann dezidieren, was hier am Land für Russland gemacht wird. Was sagt Wladimir dazu? Dass dir das nicht wollt, das wundert mich nicht. Das war doch schon gemacht hat, wie die neue Verfassung gemacht hat, die hat versprochen, die Demos, vier größte Parteien, du hast lange nicht mehr dabei, hatte versprochen, für Referendum zu machen für die neue Verfassung, das Versprechen als gebracht geht. Das ist natürlich ein starkes Schlag gegen Vertrauen an Demokratie beim Volk. Und das ist der Weg, den wir nicht machen. Und wir hatten ein Referendum auch gemacht. Und das noch einen anderen Trauma, und das ist der von 2015, wo das Referendum war, auch über das Wahlrecht. Alle Journalisten, Medien waren für die Jahr, die meisten Politiker waren für die Jahr, Gewerkschaften, Kirche, Künstler und so weiter. Nicht Regierungsorganisationen, die von der Regierung aber finanziert. Sie alle waren für die Jahr, sozusagen die ganzen Establishment, die sogenannten Elite waren für die Jahr. Und am Endeffekt waren 80% vom Volk für die Nee. Und ihr wisst ganz genau, dass das an ganz viele Punkten so ausgeht. Und das ganz oft sagen, ja, in der Chambre bei einer großer Majorität zwar gestimmt gehen, du baust du beim Volk, beim Referendum, nicht das Giffen ausgut. Und dafür will der kein Referendum machen. Und das ist das Problem hier am Land, für das viele Leute auch kein Vertrauen mehr haben an Demokratie. Wir geben ein Referendum an über die Militärausgaben, die so noch gut kommen. Wir geben ein Referendum an über die Millionen Einwohnerstadt. Wir geben ein Referendum an über die Alphabetisierung auf Französisch. Und es sind über 10 Und natürlich, Herr Präsident, geben wir auch ein Referendum machen über konkret Änderungen an unserem Pensionssystem. Wir sind immer für Demokratie und für das Referendum. So nicht merci. No segem Aussatz fir am Kader vum Ukraine-Krieg Friedensverhandlungen herbeizufeieren, an der domat verbonnener Rees op Moskau bei Vertreter vum russische Parlament ass jo als Europadeputéierten vun der Fraktion vun den europäesche Konservativen a Reformer ausgeschloss ginn. Iwer demste ferner Karteiser als onofhängschen weitermëcht ass Partei selber bis op weiteres Member bei der EKR. Schönen gute Mittag. Das Woch war wirklich ein ganz außergewöhnliches Woch zu Bresel, die nicht wie sonst nimmen am Zeichen der Erbestung. Mit das Woch ist natürlich etwas geschieht, was an der Presse schon gelesen wird, nämlich dass ich aus der ECR-Fraktion ausgeschlossen gouf. Das hat nicht viel Auswirkungen auf meine Arbeit. Ich muss ein paar Sachen umstellen, ich muss ein bisschen ernst schaffen wie bislang. Das geht aber alles, das ist kein Problem, muss ich. Mir wird wichtig, dass an Mengen an für was das geschieht. Die DCR feiert eine relativ radikale Politik am Bezug auf den Ukraine-Krieg. Und ich habe mich für den Dialog ausgeschwert, für Sichern friedliche Lösungen. Und das war wirklich ein großes Problem. Das zu Lützeburg nicht bekannt und Presse seht doch nicht, dass die DCR an dem Punkt sich über die letzten Jahren, muss ich so nach für allem auch an der Zeit, wo ich da war, an der Ukraine-Problematik selber radikalisiert wird. Sie ist nicht die moderat politische Kraft, als diese DAX durchgestaltet wird, aber hier im Europaparlament wahrscheinlich die am meisten auf den Krieg hält. Das hängt doch immer dazu zusammen, dass eben die baltische Delegation skandinavisch, polnisch, besonders hart auftreten, wenn es um Russland geht, den Krieg an der Ukraine. Schon als Beispiel im Abschluss von diesem kleinen Film weisen
unzufriedenegen Auszug vun engem Kolleg aus der ECR, de Fried dat immer méi Waffe geliefert gëtt, dat es wer der ECR ganz gut geht, wann e wo Friedeschwätz zu Verhandlungen, dat geht go net. Du doch heieren, dat den Dossier vun 22 Seiten iwwer mech gemerke, wer schonnnen haie das remarkabel schonnnen op Facebook publizeiert, well schon echt ze verstoppen, ist den absolut transparent. Me guck dich dat da sie Sachen dran op der eischter Seite direkt woch verurteilt ginn du kritiséiert gewellech NATO-Expansioun op d'Ukraine kritiseieren, dat ass een klore Fehler vun den ich gemerk hun, datch eng ege Verantwortung vum Westen eventuell an de Raum stelle, well mat Minsk-Akkoren net respektéiert hunn, auf schon mat der Merkel an Herr Hollande, dat an der Tschenzeit öffentlich zougin hunn, ech derft dat net zoen. Ech ging russsisch Propaganda wiederholen iwwer die Demokratie an der Ukraine, wann ich so dat Mënscherechtsprobleme an der Ukraine könne bestohlen. Ich mich noch ganz vorsichtig ausgedrückt, ich hätte ganz ernst schwätzen. Me guck dich den Dossier un, das wie eng Geheimpolizei, wie eng politisch Geheimpolizei aus ein Dossier iwwer mech gemerk gin, wären Main vun enger Organisation, die even heren egenen Memberen kontrolliert huet. Da das natürlich ein Zustand, an dem net kann bleiben. Der DCR huet ze stummer da wie gesot am Kader am Ukraine-Krich immer méi radikalisiert, a benutzt polizeilich Methode, praktisch geheimpolizeilich Methode fir hier Memberen zu kontrollieren. Da das natürlich etwas, wo normalen durchschnittliche Lützebauer Politiker net kann mat d'accord sehen, weil net als Werte entspricht. Am Uschloss in diesem Video wie gesot guck ich de kurzen aus der Rufen einem Kolleg, der seht mir immer méi Waffe, méi Waffe, méi Waffen. Dat as etwas, wat an der ECR ganz gut geht, wann wo Friede schwätzt, dat geht eben leider net. We can then really say until Ukraine is victorious. Not the words until as long as it's necessary. No, until Ukraine is victorious. So weapons, weapons, weapons. Thank you. Wenn lo einer Sache nu geht, will ich so, dat mein ganz Reihe wo wichtigen Diskussionen noch an der Pläne des Vorhaten über sexuelle Missbrauch von Kanner, Haut über Hausdeieren. Und das sind alles Sachen, die natürlich viel ethisch frohen opwirfen, natürlich besonders am Kontext von den Kanner, die also auch immer als Deputierte für ein Dilemma stellen. Einerseits will man natürlich gegen den Missbrauch und so weiter vorgehen, andererseits sind das nicht unbedingt EU-Kompetenzen. Wir wollen kein EU-Strafrecht schaffen. Und dafür ist es immer für uns schwierig, wie zu sagen, wir stimmen das nicht mit oder wir stimmen dagegen, weil es keine EU-Kompetenz ist, weil auf der anderen Seite natürlich das Sujet ganz wichtig ist und noch muss behandelt gehen. Das feiert uns immer an eine Situation, die auch hier bewusst dabei gefeiert wird, wo man dann an eine Situation geht, wo man nicht können, nicht mit aufstimmen oder dagegen stimmen, aus moralischen Gründen, auf der anderen Seite wissen, dass du sicher Verstoß gegen Treaty kann durchstellen. Wir hatten noch eine Diskussion, in der ich auch selber ganz gerne teilgenommen habe, über die Elektrizität in Europa, die Vernetzung von den Netzen. Das ist eine Sache, die auch ganz wichtig ist. Nur im spanischen Blackout, im April des Jahres haben wir das gesehen. Die Alternativenergien feiern dazu, dass die Stromnetze instabil gehen und können Blackout provozieren. An all unsere Länder, wir müssen also aufpassen, dass wir Energieformen privilegieren, die den Stromreso stabil halten. Das ist etwas, was bei der ganzen geringer Ideologie, bei dem ganzen Druck, den bei uns ausgeübt wird, für geringe Energien dort zu favorisieren, DAX vergisst wird, sie sind nicht zuverlässig. Dann ist es natürlich auch so, dass man es wie immer für als Freiheiten einsetzen. Im jeden Fall für mich ist das eine große Priorität. Ich fuhr in das Woche nach London, wie du bei einem Kongress zu schwätzen über die Freiheit von der Rede als Meinungsfreiheit, was doch ein ganz wichtiges Sujet ist, den wir unbedingt am Ernst halten. Da gibt es noch viele andere Sachen, über die wir nicht genug schwätzen. Hier ein bisschen, wo wir eine Initiative brauchen, und das ist Demografie. Wir haben an allen europäischen Ländern, auch zu Lützeburg, eine ganz schlechte demografische Situation. Wir unterstützen die Familien nicht genug. Wir müssen gucken, dass wir eine Familienpolitik machen, die wirklich dazu führt, dass wir mehr Kinder zu Lützeburg haben. Mehr Kinder, die uns auch erlauben, als eigene Kultur, als eigene Sprache in Zukunft zu projizieren. Das sind alles Sachen, die wir müssen als politische Priorität behandeln. Vielleicht noch ein letzter Kommentar. Ich hatte das auch ein Gespräch gesicht mit den Tradukteuren von der Europäischen Union. Die Übersetzer, sie machen eine ganz wichtige Arbeit für uns. Sie übersetzen Texte auf 24 Sprachen hier an die Agence aus zu Lützeburg.
Für mich war es wichtig zu gucken, ob nicht die künstliche Intelligenz dazu feiert, dass der Beruf löserlos aufgeschafft wird. Ich werde eine schriftliche Frage und Kommission stellen, für sicherzustellen, dass die Übersetzungen immer von Menschen müssen mehr kontrolliert gehen, für den Beruf zu erhalten, der für uns wichtig ist, und nicht, dass wir eine Tendenz unterstützen, wo wertvoll Arbeit, auch wertvoll intellektuelle Arbeit, für die den Übersetzer immer mehr durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Ihr seht eine ganze Reihe von wichtigen Konsiderationen. Ich bin froh, wie Ihren Interesse, aber ist ganz geschwind. D'ADR verschließt sich der Erweiterung vun der EU net. Ma fir grad an dëse movementéierten Zeite mat aktuell 27 Memberstaaten op e gemeinsame Nenner ze kommen, as scho schwéier genug. Dofir fudre mir, dat de EU-Länner fir d'éicht verstärkt und engem Strang zeien, an befriedlecht Europa vun de Nationen hi schaffen, eier nei Länner opgeholl ginn. Genee dober hunnech fir kurzem Selver zu Warschau am polnesche Parlament opmerksam gemach. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen, the debate on possible enlargement is gathering pace. But before we make premature promises or open up new prospects for accession, we need to pause and ask ourselves what is good for Europe and what is right for our citizens. The European Union is not an end in itself. It is not an open house that anyone can enter as long as they knock. It is a union of values, a political project with aspirations and responsibilities not only towards the candidate countries, but above all towards its own member states. The skepticism of my party is not an expression of regression or nationalism. It is an expression of political responsibility. We want the Copenhagen criteria to continue to be met for every new country that is admitted to the European Union, because every enlargement brings not only opportunities, but also risks. We must ask the question, how much enlargement can deepening tolerate? If we continue to grow without strengthening the EU, both politically and institutionally, we risk undermining its ability to act. A strong union needs clear rules, because in the end, it is not about Brussels, but about our homeland, about our democracy, our security, and our future. Thank you very much. An Zeiten vu verschärfte Grenzkontrollen fir die illegal Immigration an de Griff ze kreen, huet de langjährigen Direktor vun der Europäischer Grenzschutzagenz Frontex, de Fabrice Leggeri, der Juncker ADR ein Interview ginn, dat op engem internationale Meeting zu Budapest. Bonjour, on est ici avec Monsieur Leggeri, ex-directeur du Frontex et maintenant député européen. Merci beaucoup pour cette chance pour vous interviewer. La migration, c'est en fait, on va dire, un très grand défi. Et c'est quoi en fait votre, on va dire, le conseil pour la jeunesse? Mon conseil pour la jeunesse, et en particulier la jeunesse qui veut défendre son pays, défendre son identité et tout simplement son avenir, eh bien, c'est de relever la tête. Ne pas se laisser impressionner par les discours soi-disant, je dirais, des ONG pro-migrants, soi-disant pour une société ouverte, inclusive, etc. Relevez la tête, ne vous laissez pas intimider par le wokisme, parce que, en fait, les idéologies pro-migrants et l'idéologie woke ont un seul objectif, c'est de détruire notre culture et de détruire qui nous sommes. Donc voilà mon conseil. Relevez la tête, soyez forts, soyez fiers. D'accord. Et récemment, nous avons eu en fait l'Union européenne qui a adopté une nouvelle, on va dire, loi migratoire. C'est quoi votre constat en fait sur cette directive? Le pacte asile-migration est construit pour faire venir tous les migrants demandeurs d'asile en Europe. C'est-à-dire que la condition pour demander l'asile, c'est d'abord d'être physiquement présent sur le territoire européen. Donc ils arrivent, ils vont continuer à arriver illégalement, ce qui est déjà le cas, mais ça pourrait même aggraver la situation. Donc d'une certaine manière, ce pacte asile-migration, il fait le jeu des organisations criminelles, des passeurs et bien sûr des ONG qui sont très proches, évidemment, qui font un peu le lien, on le voit en Méditerranée, entre des passeurs et les États. Et le pacte asile-migration exige que les États régularisent
légalise quelque chose qui commence par du trafic d'êtres humains. Et ce qui ne convient pas, c'est que on veut, avec le pacte asile-migration, redistribuer les migrants dans tous les États membres de l'Union européenne et les États seront condamnés à 20 000 € d'amende par migrant qu'ils refusent. Donc si par exemple on dit au Luxembourg qu'il doit prendre 5 000 migrants, eh bien le Luxembourg devra payer une amende de 20 000 € multipliée par 5 000. Ce qui est choquant également, c'est que c'est un mensonge ce pacte asile-migration. On nous dit ne vous en faites pas, à la fin de l'examen de la demande d'asile, on va renvoyer tous ces personnes dont la demande a été rejetée, on va les renvoyer dans leur pays d'origine. Nous voyons que ça n'est pas très facile, nous voyons donc qu'il faut une pression majeure sur les pays tiers. Les vraies personnes en demande d'asile qui ont vraiment un besoin de protection internationale doivent pouvoir faire leur demande en dehors de l'Union européenne, dans des consulats de pays européens ou dans des centres pour migrants qui sont en dehors de l'Union européenne. Merci beaucoup pour cet entretien et pour des bonnes relations entre le Luxembourg et la France. Parfait. Voilà, wat hat man de Leiit versproch? Wir stellen hinnen als Mandatherre fir. An dofir ma mé op de W an geht wohin er Lück? Et geht an Forchte Süd, mir ginn op dit leng weit. Rosella, los as überraschen. Moja, nech sinn Rosella Spagnolo, ech sinn 9 Joer jong an gewietegen Didlinger. Ich schaffe seit 14 Jahren am Energiebereich. Seit Juli 2013 bin ich Gemeindekonseil an der Gemeinde Diedeling. Rosella. Guten Mittag, Christian. Wie geht das? Gut, Matthias, ganz gut, tipptopp. Moin, Rosella. Moin, Luc. Geht das? Natürlich. Ja, gut, auch ganz gut, merci. Ja, genau, Mama. Tipptopp. So, Rosella, dann fängt mal an. Der Christian nicht mehr so schon vielmals merci für die Invitation, die es als ging ist. Wir sind in Ohio zu Didling, Kutscheburg, an der Taverne Mont Saint-Jean. Wieso die heute Platz? Wieso wolltest du da kommen? Ich wollte da kommen, weil ich schon vor langem schon immer hinkommen sind. Ich war in einem Fischerclub und das war immer ein Stammlokal. Und den haben wir beibehalten. Und als Präsidentin von Didling habe ich natürlich schon noch für als Komiteesitzungen das Lokal dann gewählt. Okay, das heißt, du bist auch am Vereinsleben heute zu Didling aktiv? Ja. Wir sind auch auf verschiedenen Member, verschiedene Vereine. Okay. Tief, ja. Genau. Also, was du seit Juni 23 was du Gemeindekonseil gewählt gehen. Wie war die Anfangszeit? Hast du dich gut geschafft oder war das aber am Anfang, weil du hast ja noch nie ein Mandat, ein politisches Mandat, oder war das aber wirklich viel übernehmen? Ja, das, also muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch viel übernehmen, weil ich meine, das wird nicht einfach, kann ich das nicht von heute auf morgen aufbauen, ne? Wie gesagt, du hast mich aber auch gut geschafft, alles geht es immer besser, ne? Das heißt, du fühlst dich aber auch wohl. Ja, so, ganz sicher. Aber wie hast du dann zu Summe schaffen mit den anderen Mandatären als den anderen Parteien? Das ist immer so wie in Stadt 4 Stadt, wie in das von draußen her, oder dass du da war Bannen dran, wie freundschaftlich. Das ist auch wirklich freundschaftlich, das ist ganz gut. Und wie gesagt, also, Heinz, so den doch nicht einfach, mehr, dass wir an alle die Parteien noch, ne, wie gesagt, gönnen mir aber gut eins mal den, das ist auch wichtig. Natürlich, der Respekt, dass du, was auch viel wert ist. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung, ne, wie das hier dann noch so ist, aber der Respekt ist aber da. Also, wir fahren alle gut und dann, wir schaffen auch konstruktiv zusammen, ne, was auch ganz wichtig ist. Top. Und wo ihr könnt an der politisch Interesse, war das schon immer was schon bekannt politisch interessiert, oder gibt es da Moment an dem Leben, wo du das hey, will ich mich politisch engagieren? Ja, am Fongol habe ich mich nie so richtig für Politik
interessiert dat war dann so 2010 war dat du war alle Präsident von Detteleng dort ist der Bäumech kom die kann auf Klagemun an mech dann bu geschwaart an soll dann mo hinkommen op Sitzungen noch Komiteesitzungen natürlich sind dann noch Lunch kommen dat Urlaubsteren an dat hat mir dann natürlich auch gut gefallen ne an von do hunsch mich dann noch engagiert. Techte Rufs rekrutéiert vum alle Präsident Genau. Genau. Fir wat dat wat ass den hart dinge wiech du sees dofir engagieren nech mech an der ADR net an enger anderer Partei wat ass den ënnerscheet. Also ein Unterschied bei der ADR, der schon immer gesagt, ich mich politisch ging engagieren, dann ist bei der ADR, also weil ich auch für die Letzteburger Spruch nachsehen, weil ich fand, dass man am Letzteburger Land, dass das Letzteburger Spruch noch soll erhalten bleiben und wie gesagt auch für die Integration und engagieren ich mich auch. Okay. Du mal viel über politisch, Rosella geschwärzt, Lomol der persönlich, das Leute ich kenne. Diedling, du gebürte Stiedlingerin, was du, war das Ding persönlich Lieblingsplatz hier an der Gemeinde? Hier an der Gemeinde. Hier an der Gemeinde Diedling muss ich ganz ehrlich so, ich gehe nicht ganz viel Platz, wo ich mich ganz gern abhalten. Wie gesagt, ich gehe immer ganz gern an Dorf, an ein Dorf, da das schon von kleinem Mund, so mir hier, gehen wir an Dorf, und da gehen wir durch spazieren, shoppen, ein gut Glas essen, ein Pizza essen, oder bei dem Mario, also so ein Stammkaffee innen am Dorf. Wie gesagt, von kleinem Mund, war Diedling, wo ich am Anfang alles gern. Ja, merci Rosella für den sympathischen Eindruck des Beginnes. Ich gebe nur weitergehen und den Christian, weil den nicht noch schnell frohen und ich müsste sonst einfach spontan direkt der nächste Gedanke sonst antworten. Ich stimme am Timer an den drüben Bezug, das nicht zu lang war. Okay, dir vielmals merci, Luca. Also das ist ganz einfach. Den Lieblingsfarbe? Schwarz. Dein Lieblingsessen? Lasagne. Den Lieblingsvakanzendestination? Italien. Für was? Weil als halben Italiener geht dann immer gerne an Italien. Vollkommen richtig. Und dann die Last, Hund oder Katz? Natürlich. Hund? Aber schon aber auch ganz gern Katzen. Schade um ein Katz. Also naja, vielmals merci für die flotten Interview. Und wir werden es gleich gesehen. Ja, bis schon. Also, ciao. Ciao. Dat war doch schon fir de Sendung. Merci fir Opmerksamkeet. Guckt euch op der Tele bei Apart TV oder bei Facebook an Internetseite. Bleibt gesund, a bis geschwoen.